Wir sind in der Predigtserie Rechnen mit Gott. Ich finde das ein sensationelles Bild. Und es ist leider so ein schönes Bild und es ist nur eine Dreierserie. Der Joni hat die ersten 2 Predigten gemacht. Ich darf jetzt Sack zusammenbindendes machen. Und für das Sack zusammenbindendes am Schluss habe ich 3 Kollegen mitgebracht. 2 habe ich schon da. Mit denen werden wir uns dann noch ein bisschen intensiv beschäftigen. So der eine, es ist jetzt kein Sack, es ist ein Wegweiser, oder? Aber fast. Und dann haben wir da den anderen, den haben wir auch mitgenommen, ist auch ein Wegweiser. Genau. Und stellen wir schön her, wir haben da ein bisschen schwarz-weiß und so. Ist schöner geworden, ich habe einen Flipchart-Kurs gemacht. Ich weiss jetzt langsam, wie man das auch herbringt und so. Genau. Und ich finde, die Serie ist wirklich eine Sensation. Die Serie ist eine Sensation. Warum? Weil wir reden über Geld und Besitz. Oder eben eigentlich nicht über Geld und Besitz, sondern über die Einstellung, die man dahinter haben sollte. Ich sage nicht, Armut ist gut oder Reichtum ist gut. Geld ist neutral. Aber die Einstellung, die wir dahinter haben, das ist das, was wir vermitteln wollen. Und ich will euch eigentlich nichts anderes in diesen 3 Serien. Der Joni 2-mal, ich einmal. Wir wollen uns einladen, mit uns auf den Weg haben, wo wir predigt haben. Dass wir Verwalter sein können, dass wir grosszügig sein können und dass wir von Herzen glauben, dass Gott versorgt. Und das ist so ein bisschen das Thema. Wir möchten euch ermutigen. Und ich sage euch, wenn wir sagen, hey, wir sind Verwalter, das ist die erste Predigtserie gewesen, oder nicht Besitzer von etwas, sondern Verwalter. Und das habe ich mir so überlegt. Ich habe ja auch ein bisschen Mühe, weißt? Es ist jetzt nicht so, dass ich da einfach Geld und so, das ist, wir haben uns ja dann beurteilen, das Small Group, welche Nummer, 10 ist Besitzer, 1 ist Verwalter. Ja, genau, das war eine schwierige Frage. Aber als Verwalter bringt das Entspannung ins Leben. Es bringt Entspannung. Weil das Einkommen nicht nur von dir abhängig ist. Nicht nur musst du deine Familie ernähren oder ich meine, sondern es ist noch Gott im Spiel. Wir verwalten etwas, was wir überkommen. Und dann das Zweite, wenn wir Verwalter sind, es bringt mir Selbstwert. Ich bin wert, dass Gott mir Geld zuteilt, Lohn zuteilt und ich darf es verwalten. Ich meine, sorry, wie cool ist das denn, dass ich so viel Geld verwalten kann, jeden Monat, oder? Komme ich da einen grossen Batzen aufs Konto über und ich darf den verwalten. Das lupft meinen Selbstwert auf. Eine wunderschöne Geschichte, oder? Und es gibt mir auch Autorität. Ich darf bestimmen, wohin die Kohle fließt. Ob alles in mein Auto hineinfließt oder in meinen Töpf, die andere Hälfte und den Rest essen wir Teigwaren. Genau, die kommen aus Italien, dann nehmen wir. Nein, gut, wir lassen das. Also, aber es gibt mir Autorität und wenn ich ein Verwalter bin, ist das so eine gute Sache. Und ich weiss noch einmal, jetzt ein schlechtes Beispiel, meine Mami, oder? Ich hatte meinen Mini Cooper, der ist gestorben und dann hat meine Mami ein neues Auto gekauft. Und sie hat mir gesagt, Elias, da ist der Autoschlüssel. Du kannst jetzt mein Auto haben, du kannst das Auto verwalten, also das alte. Sie hat sich ein neues gekauft, ich habe das alte bekommen, oder? Und ich meine, ich weiss schon, warum sie es mir gegeben hat, oder? Das ist so ein Renault 5, moosgrün. Und ich weiss nicht, GL oder CL, einfach so nötig, oder? Da bin ich mit dem gefahren und so tief ist das Gaspedal nicht runtergegangen, dass ich hätte Gas beschleunigen und so weiter. Es war einfach eine Scheisse. Gut, aber ich habe die Vertrauen bekommen, dass ich das Auto gut verwalten kann. Meine Mami ist 5 Wochen auf Amerika mit so einem Reisli, Gar und so. Und in diesen 5 Wochen bin ich zum Mech gegangen und gesagt, schau, irgendetwas müssen wir machen, dass das Auto cool aussieht. Ich kann mir den vorne nicht tiefer lassen und hinten ein bisschen rauf, weißt du, die Renault, die sehen noch cool aus. Ja, viel zu teuer, das ist einfach ein Mist, dann habe ich den verkauft. Ich habe einen Kredit aufgenommen und habe einen Fiat Uno Turbo 1400 gekauft, oder? Und dann kommt meine Mami heim und dann, du, wem ist denn das Auto aus? Das ist noch hübsch, oder? So tönte Scheiben tiefer gelegt, Remus-Auspuff, wirklich alles. Aber ich habe so eine Runde, früher gibt es die New Life in Jesus, so gelbe Kleber. Habe ich hinten mit drauf gehabt, oder? Wenigstens ein bisschen christlich angehaucht. Ich habe gedacht, für schlecht Gewissen oder so. Und dann hat es so ein ZF gegeben von meiner Mami. Ich habe dir doch die Verantwortung gegeben, oder? Über den Karren und du hast den einfach genommen und verkauft und jetzt hast du noch Schulden und dafür habe ich ein schönes Auto gehabt. Aber genau das ist das, oder? Ich komme jeden Monat etwas über und ich kann es verwalten. Ich bin ein Verwalter und so genau sieht das Gott. Und wenn du dann damit umgehst, das ist deine Sache mit Gott.
Und so wollen wir das eben predigen, dass wir sagen, hey, komm, wir den Verwalter. Im Gegenzug, oder sagen wir so, gleichzeitig gibt es natürlich beim Verwalter auch die Verantwortung, die man muss haben, oder? Aber ich habe gedacht, wenn man sich als Verwalter hat, oder, sieht, so wie es der Joni gesagt hat, dann ist man auf dem Weg, oder? Ein Weg geht ja in eine City. Und ich würde sagen, da gehen wir auf den Weg sondern nach Beschenktikon. Kennen ihr das? Wir sind auf dem Weg nach Beschenktikon. Ich werde beschenkt jeden Morgen von der GVC, also sprich von euch, mit dem Lohn, und ich werde beschenkt und ich kann Verwalter sein und mit dem umgehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich ein Besitzer bin und ich besitze viel, stehe ich in der Gefahr, arrogant zu werden. Weil ich habe ja mehr wie du, oder? Wer bist denn du schon? Du fährst mit einem Renault 5 GL um, come on, oder? Ich fahre einen BMW. Das ist ein Unterschied, oder? Also ich habe schon mal etwas geleistet. Oder ich bin auf dem Weg, wo ich sage, hey, es darf da noch ein bisschen mehr sein, oder? Also ich meine, das müssen wir schon schauen, oder? Ich besitze ja schon so viel, aber ein bisschen geht jetzt noch, oder? Den Garten müssten wir jetzt noch erweitern, oder da müssten wir noch etwas herstellen, oder irgendwie so. Und da ist es auch in Gefahr, bei viel Geld reinzulaufen, aber auch bei wenig Geld. Weil bei wenig ist es dann immer so ein bisschen Scham. Immer so ein bisschen Minderwert. Ja, ich kann es nicht weiter. Irgendwie verdiene ich nicht. Es geht einfach nicht. Immer so Sachen. Und darum ist das andere, das Besitzer-Sein, hat eigentlich sehr viel auch negative Einflüsse auf unser Leben. Und ich habe mir gedacht, wenn du Besitzer bist, dann geht es ja eigentlich grundsätzlich um immer mehr überzukommen. Immer mehr zu besitzen. Das noch, das noch, dort noch. Und so habe ich gedacht, wenn wir schon auf dem Weg gehen, oder? Und Besitzer sind, dann würde ich sagen, wir sind auf dem Weg nach immer mehr Ikonen, oder? Und da auf dem Weg bewegen wir uns, da auf der Beschenktikon-Seite und da auf der immer mehr Ikon-Seite. Und das ist der Weg, wo wir wählen können, wo wir hinwollen. Und dann ist natürlich das Zweite, wo wir predigt haben. Oder? Wir machen natürlich Werbung da. Oder Verwalter sein. Und auf der zweiten Predigt ist es darum gegangen, grosszügig zu sein, Grosszügigkeit zu leben. Und gell, wenn dir das schon Mühe macht, da, wie mir, dann gibt es einen Tipp, den hat der Joni abgebracht. Verschenk Geld. Gib es weiter. Sei grosszügig. Lad Leute ein und so weiter. Weil das hilft am Herz, sich nicht am Besitz herzubinden. Sondern an dort hin, wo du das Geld gibst. Dort geht dein Herz hin. Und das ist ein kleiner Tipp, wo ich merke, der hilft mir, Menschen Geld zu investieren und so weiter. Denn wer grosszügig ist, ein grosszügiger Verwalter ist, der macht einen Unterschied auf dieser Erde. Weil er anderen Menschen etwas ermöglicht, was sie allein nicht hätten können erreichen. Und das finde ich ist ein ganz gewaltiger Punkt, wo wir mit der Grosszügigkeit haben. Ich gebe etwas weg, ich bewirke etwas Gutes. Ich helfe den Menschen weiter. Und darum, wenn wir da unterwegs sind, dann sind wir auf dem Weg nach Teilingen. Oder wir teilen das, was wir haben. Ein Stück weit geben wir es weiter. Dort, wo wir natürlich können, nach unserem Verhältnis, nach dem, wie wir das können entscheiden können. Aber wir sind grosszügige Verwalter und geben das ein Stück weit weiter. Und man kann sich natürlich auch entscheiden, ob man das nicht will, oder? Dann sagt ja, nein, ich bin ja ein Besitzer, ich will ja eigentlich immer ein bisschen mehr. Und dann fällt es einem vielleicht auch ein Stück weit schwerer, grosszügig zu sein. Und ich habe gedacht, gibt es einen kleinen Vorrat, oder? Im Amerikon ist die City, da gibt es einen kleinen Vorrat. Und der Vorrat, der heisst Geiz ist Geilikon, oder Geiz ist Geilingen, oder? Da sind wir weil das geht es darum, ich beschaffe etwas für mich. Und wir merken schon, es sind zwei wirklich entgegengesetzte Richtungen, wo wir gehen wollen. Wo wir miteinander ein bisschen uns entscheiden müssen. Und in die Predigtserie geht es darum, oder, so ein bisschen Werbung zu machen in diese Richtung. Weil das ist eine Sensation. Weil das macht frei von dem, in Anführungszeichen, Mammon, von dieser Macht, die das Geld auf uns Menschen haben kann.
Weil wenn man dieser Macht nachgibt, verliert man ein Stück weit die Menschlichkeit, weil man eigentlich immer mehr will, koste es, was es wolle, oder eben geizig ist in dem Ganzen hinein, oder? Und jetzt ist das ja gut und recht, wenn man das so hin und her überlegt. Und dann kommt die einzige grosse Frage, und da soll es ja heute Morgen noch weiter darum gehen: Versorgt Gott? Versorgt er denn uns? Oder? Wenn ich da dann großzügig bin und ich alles teile und ich mich beschenken lasse, dann muss ja irgendwo ein Hahn sein, wo etwas drin hineinfließt zu mir runter, oder? Versorgt Gott denn? Und um das geht es heute Morgen ein Stück weit. Und beim Versorgen von Gott, oder, da gibt es so zwei Kategorien. Die einen, die sagen, yes, natürlich versorgt er und es ist gut und wow, oder er ist dabei. Aber da vielleicht gibt es ja dann auch den Punkt, wo du sagst, ja weisst, ich weiss es wirklich noch nicht so recht. Bin mir nicht sicher, ob Gott wirklich versorgt. Ich wäre froh, also ich würde das gerne glauben, aber es ist schon nicht ganz so einfach. Wenn man da immer von der Predigt, Gott ist unser Versorger, und das liest man vielleicht auch in der Bibel. Genau, apropos Bibel. Schauen wir mal in die Bibel hinein, ob Gott überhaupt versorgen kann. Ob er irgendwelche Menschen schon mal versorgt hat. Das wollen wir als erstes miteinander anschauen. So eine kleine Beweisführung, eher so ein bisschen im bescheidenen Rahmen, aber für eine Predigt so lange auf jeden Fall. Also, wer hat Gott denn alles versorgt? Und ich bin einfach so ein bisschen nach meinem Gedanken durch die Bibel durch, jetzt noch ein bisschen Altes Testament, und dann haben wir da Adam und Eva, die spricht mich da gerade an. Oder? Der Gott nimmt die Adam und Eva, oder besser gesagt, er baut das ganze Universum um zwei Menschen. Ich finde, er versorgt die recht gut, oder? Und auch hübsch, wenn ich die Sternchen anschaue und so weiter. Also da habe ich gemerkt, durch die Schöpfung versorgt Gott Menschen. Dann ist mir die Hagar in den Sinn gekommen und ihren Sohn, der Ismael. Die sind in der Wüste gehockt, kurz vor dem Verdursten. Pada, kommt ein Engel. Da, schau mal, hat es Wasser. Und dann sind sie... Ja? Aha! So, ich habe gemeint, du hast irgendwie mit dem Mikrofon. Genau, oder die Hagar, oder? Dann ist die dort, geht in dem Wasser, sie überlebt. Der Ismael wird ein grosses Volk daraus raus. Wow, Gott versorgt da, oder? Und dann, ich meine, der Jakob, der ist auch ein Guter, oder? Der hat einen Deal mit dem Laban und um die Schäfli geht es. Ich komme nicht ganz draus, wie er das dort macht, oder? Das ist eins Gedeile und wenn ich die Jacketen habe, dann sind die Jacketen mir und wenn sie weiß sind, komme ich rüber und die schwarzen kommt er rüber. Aber die Schäfli bringen immer die auf die Welt, die nachher am Jakob gehören. Egal wie der Deal ist. Und der Jakob geht mega reich weg. Also ein riesen Wunder, das man nicht ganz erklären kann. Der Trick wird zwar in der Bibel beschrieben. Ich weiß nicht, Bauern unter uns, Viehzüchter, ich weiß nicht. Aber es ist ein großes Wunder, dass der Jakob dort immer reicher wird und Gott versorgt ihn. Ganz eine lustige Geschichte, müsst ihr mal nachlesen. Und dann, was natürlich über 40 Jahre lang eine Versorgung ist, oder plus minus 40 Jahre, das ist das Manna, die Geschichte mit dem Manna und der Wachteln, oder? Dass sich regelmäßig ein großer Schwarm Wachteln bis in die Wüste verirrt und die dann gegessen werden dort vom Volk Israel, ist doch eine gewaltige Sache. Und jeden Morgen das Manna dort. Und sie haben es können essen und das war eine mega Versorgung gewesen. Aber Versorgung nur für einen Tag. Weil man dann ein Stück weit hat müssen vertrauen, dass der nächste Tag Gott wieder versorgt. Und das ist eine ganz coole Geschichte. Und wir merken, Gott versorgt die Leute, die dort sind. Und dann kommt mein Namensvetter, oder ich seine, der Elia, oder Elias, genau, so ein bisschen so. Der hockt doch an einem Fluss. Und ich meine, cool hätte ich es mir vorstellen können. Ja, der kommt später. Auf jeden Fall versorgt er ihn mit Raben. Oder? Die bringen irgendwie den Food zu ihm. Er isst dort, trinkt dort, überlebt. Und dann tut aber der Bach austrocknen und dann geht es noch weiter. Und er muss zu einer Witwe, die auch nichts hat. Also Gott wird ihn und die Witwe dort auch erfolgreich. Und dann der König Joram, habe ich noch eine Geschichte herausgefunden, oder, wo die Syrer das Jerusalem belagern. Und die haben kein Essen mehr und dann bringen sich die Syrer gegenseitig um und der ganze Food dort können nachher die anderen essen. Also, krasses Wunder, Gott versorgt. Und dann, wenn wir im Neuen Testament eintauchen, haben wir den Jesus. Ich meine, der wird auch versorgt. Nach 40 Tagen Fasten in der Wüste kommen Engel und dienen ihm. Ich nehme an, dort werden sie auch ihn versorgt haben. Nachher wird Jesus der Versorger, der 5000 Leute zu essen gibt. Dann einmal geht es so ein bisschen um Tempelsteuer. Finde ich auch eine coole Geschichte, oder? Ja, sagt er zum Petrus, geh fischen und im Fisch hat es einen Stutz und der ist ein Tempelsteuer. Ich meine, Gott versorgt, oder? Alle Fischer unter uns, wer weiß. Puh.
Und ich glaube, es gibt noch ganz viele Geschichten, das sind jetzt einfach die mir in den Sinn gekommen sind, oder? Nach 3 Jahren Bibelschule, vielleicht mit den Theologen unter uns, die haben 4, 5 Jahre, dann geht es vielleicht ein bisschen weiter. Aber Gott braucht ganz viel Kanäle, um diesen Menschen zu helfen, im Alten und auch im Neuen Testament. Oder? Das sind verschiedene Sachen. Wir haben Wunder, wir haben Engel, wir haben einfach den Segen von Arbeit. Oder? Der Jakob, der hat einfach gearbeitet und dort Segen bekommen. Aber auch andere Menschen, wo Gott Menschen durch andere Menschen versorgen kann. Und so können wir wirklich sagen, Gott versorgt Völker, ganze Völker oder einzelne Menschen einfach versorgt. Bewiesen in der Bibel. Gute Sache. Ist doch schon mal ein Anfang zum Thema Gott versorgt. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt, wo ich auch noch ein bisschen argumentieren will. Oder? Und das ist der, gibt es denn überhaupt eine Verheißung in der Bibel, dass er dich versorgt oder mich versorgt? Oder gibt es sogar mehrere? Und das Schöne daran ist, es gibt ja mehrere Verheißungen, wo Gott sagt, ich will dich versorgen. Die erste ist ein bisschen ein Klassiker, den kennen da vielleicht die einen von euch. Matthäus 7 und 8 ist das. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und das finde ich ist so einen coolen Doppelvers. Auf der einen Seite geht es ja um Gebet. Und das finde ich schön. Gott will in dieser Not rein. Er will ja nicht einfach nur versorgen, so im grossen Stil, oder? Sondern er ist interessiert an dir, an dem, was du willst, dort, wo du hin willst, in welche Türen dort, wo du am Klopfen bist, oder? Wo willst du denn rein? Er ist an dem interessiert. Er ist an Essen, Trinken. Er will dir aber auch Zuversicht und Liebe geben. Oder dort drin will er braucht vielleicht jemand Weisheit. Dann klopfen wir und er will das wissen. Und darum ist es so wichtig, den Vers auch zu sehen, hey, Gott ist mit dir in deiner Not drin. Er versorgt nicht aus der Wolke 77 und schüttet einfach mal ein bisschen aus oder so, sondern er ist ganz nah. Er ist dort drin, wo es ihn interessiert. Und er will wissen, welche Gefühle du suchst, oder? Er will wissen, welche Gegenstände oder welche Firma du einen Job willst oder Anstellungen oder welchen Partner du suchst. Das interessiert ihn und das ist für ihn wichtig und er geht dort mit drin hinein. Und das ist wie ein Teil auch vom Gott versorgt uns, dich und mich. In dem, dass wir miteinander hier unterwegs sein können. Wir können das alles mit ihm besprechen. Aber leider ist es nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt kommt eben die Geschichte mit dem Elia an der Wüste. Oder ich hätte eben gern, wenn ich dort gehöckelt wäre, hätte ich gerne ein Silbertablett gehabt mit einem schönen Brötchen drauf, oder? Und dann noch ein bisschen Nutella und Butter. Und so hätte ich mir das vorgestellt, mir. Und K sind die komischen schwarzen Viecher, die regen mich manchmal auf, oder? Bei uns machen die einen Saulärmen, oder? Jetzt kommen die, fliegen da und speuzen oder bringen die Dinger vorbei. Denn Kinderbücher sind so schön im Brotkrumm, oder? Ich weiss doch auch nicht. Aber come on, ich habe mir das schon ein bisschen anders vorgestellt. Schließlich eigentlich der Gott vom Universum. Ja. Und dann trocknet der blöde Bach noch aus, oder? Und ich muss noch meinen Kanal wechseln, oder? Das geht nicht mehr. Jetzt brauche ich den Bach nicht mehr, jetzt ist es die Witwe. Ja gut, eine Witwe, die hat ja nichts, oder? Jetzt hocke ich dort in diesem Dörfli. Ja. Das ist so oft so, dass wir um gewisse Sachen bitten und Gott uns versorgt. Aber vielleicht nicht genau das, was ich mir vorstelle. Ich habe mir schon ein neues Auto gewünscht und Gott hat meine Mutter gebraucht, um mir das Auto zu geben, oder? Das war einfach nicht ganz das, was ich wollte. Versteht ihr? Aber das ist ja, wir lachen jetzt, oder? Aber das ist dann der Punkt, wo ich hingehe und sage, hey Gott, wo hockst du eigentlich? Du hast doch gesagt, du verheißt etwas und schau mal, was ich habe. Darum ist ja das der Punkt auch von der Zufriedenheit mit der Versorgung von Gott. Und wenn man immer mehr gekommen ist, oder? Dann ist das, was man hat, nie genug. Und das, was man hat, auch wenn es nicht so viel ist, gibt man nie weiter, weil man ist auf dem Weg nach Geinz ins Geilingen. Und das ist der Punkt, oder? Gott versorgt zwar, aber nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, oder? Und ich weiß auch mal noch, hey, da sind wir in der Bibelschule gewesen, und dann ist ein Missionar gekommen und so, und der hat gesagt, hey, weißt, ich habe von Anfang an genau gewusst, ich muss auf Afrika in die Mission und Zeug und Sachen. Und dann, wir Bibelschüler, erstes Jahr, oder so, und ich so, ja, hast du eine Berufung gehabt? Und so, und ja, ich habe eine mega Berufung gehabt und so. Und dann ist er so aus dem Flüger rausgestiegen, wo das erste Mal in ein Praktikum ist, ist er dort auf Afrika runter, dann ist er aus dem Flüger rausgelaufen, dann ist ein Lichtstrahl auf ihn rauf, der dunkle Himmel war, und er hat eine Stimme gehört,
gehört, Gang nach Afrika, oder? Und mir so, wow, genau so stelle ich mir das vor. Und er sagt, ja, sicher nicht ist so gewesen. Oder? Und das ist der Punkt. Ich stelle mir das natürlich vor, oder? Ich will gerne einen Zettel, der heißt, hey, lass den zum Mittag ein, sei da grosszügig und das, oder? Aber ich meine, wir haben ja selber ein Hirn, oder? Und können das selber brauchen und sagen, hey, meine Verhältnisse liegt, ich kann jeden Tag so viele Leute einladen oder jeden Monat oder so etwas. Und das finde ich, ist, wir haben immer schon ein bisschen komische Gefühle, was Gott mit uns so tut, sollte oder. Und schlussendlich haben wir alle heute Morgen irgendwie zum Morgen gegessen, oder? Und haben Versorgung erlebt. Und alle haben, ich sage jetzt mal die meisten, eine Zahl auf dem Konto jeden Monat. Genau. Und bei der ganzen Geschichte von Gott versorgt gibt es etwas, was ich auch noch kurz sagen will. Und das ist so ein Sprichwort, das heißt Ora et labora. Und das heißt bete und arbeite. Und wenn du in der Not bist, dann bete wie ein Weltmeister, dass die Not vorbeigeht, dass Gott dir Versorgung schenkt, dass Gott dir hilft. Auf der anderen Seite, schaff auch so fest wie kannst an einer Lösung. Das ist so ein Zusammenhang, wo ich denke, wo so wichtig ist, dass Gott uns Talent gegeben hat in unserem Leben hinein, wo wir brauchen können, Kopf, Hände, Füße und so weiter, um etwas zu bewerkstelligen. Und nicht einfach nur zu beten oder ja, dass die Versorgung kommt auch aus uns raus, indem dass wir Segen von ihm ihm überkommen auf unsere Arbeit drauf. Und da finde ich, habe ich ein gutes Beispiel. Ich habe ja mal auf Umsatz gearbeitet. Und auf Umsatz ist sagen wir, so eine Sache. Oder? Da kommt der Chef und sagt, du, dein Umsatz stimmt nicht. Wenn der bis Ende Monat nicht stimmt, dann gehst du heim. Also für immer. Also weißt du, so richtig. Und dann bist du natürlich dort, du hast keinen anderen Job und in Aussicht gerade, oder? Und dann fährst du an, ja, ich muss Umsatz machen, oder? Und ich habe ja Leute vermittelt, oder? Dann hast du so eine Schublade und jetzt sind ganz viele Dossiers drin, oder? Die du noch nicht vermittelt hast, oder? Und dann bin ich einmal auf dieser Schublade gewesen, die Hände aufgelegt und gesagt, Herr, echt, du musst jetzt die vermitteln, oder? Und es ist nicht passiert. Nein, ich musste das Telefon in die Hand nehmen, oder? Ich musste diesen Leuten anrufen und Gott hat das gesegnet und gesagt, ja genau, jetzt brauche ich noch so einen Konstrukteur, ich habe da noch einen, der Ikovic und der könnte das und wow und so und dann hat er das, oder? Und so ist das zusammen gewesen. Und ich sage euch, bevor ich in der Universaljob war, war ich 10 Jahre Pastor gewesen. Aber so betet, wenn ich, okay. Nein, ich darf es nicht sagen. Aber ich habe dort wirklich gelernt beten, weil mein Umsatz ist am Anfang, ich habe 2009 angefangen, das war eine Krise. Da habe ich immer, jedes Telefon gemacht, haben die Leute gesagt, ja, Leute will ich keine, aber wenn sie von mir, sie können gerade 3 mitnehmen, oder? Weil ich habe kein Geld, ich habe keinen Umsatz, ich habe keinen Auftrag, nichts, oder? Und wenn du dann so sollst, genau, da lernst du beten und das war so meine Schule im Gebet, oder? Und jetzt aber noch ein zweiter Vers, wo wir haben. Miteinander Gott versorgt. Und zwar in Philipper 4, Vers 19 schreibt der Paulus etwas, oder? Und zwar schreibt er, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, der Paulus zu den Philippern, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Peng. Und da kommt noch er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gebührt. Also der Paulus hat so eine lustige Argumentation. Also schau, der hat mich versorgt, also wird er auch dich versorgen. Das geht ja noch, oder? Aber der Paulus sagt, er hat mich versorgt, also wird er euch alle versorgen. Und dann ist mir ein kleiner Gedanke gekommen, ich denke, ja, der Paulus, oder? Ja, den würde ich auch versorgen, wenn ich Jesus oder wenn ich Gott wäre. Weil der macht einen recht coolen Job, oder? Auf dieser Erde schreibt das halbe Neue Testament, oder? Und dann habe ich gedacht, ja, der Elia, ja klar, den würde ich auch versorgen, wenn ich Gott wäre. Oder mein Volk ja auch, ist ja logisch, sonst kann ja das mit Jesus nie aus dem Volk klappen, oder? Aber ich, der Elias, da gibt es schon ein kleines Gefälle. Nur ein bisschen, oder? Ich will mich jetzt auch nicht unter den Chef stellen und so, oder? Aber der Vers hilft mir. Weil in dieser Gemeinde Philippi hat es sicher auch so einen Schlauch gegeben wie mich. Oder? Da hat es auch so einen gegeben. Oder? Und das ist das Coole. Und Gott hat den versorgt. Und der Paulus glaubt eigentlich auch für den. Also wenn du da reinhockst und irgendwelche Minderwerte dir da im Hirn rumspinnst und sagst, ja, Gott versorgt alle, aber mich nicht, weil ich bin einfach nicht so wert. Ja, mal. In der Gemeinde von Philippi, wo ja auch versorgt worden ist, hat es sicher einen gegeben wie du.
Und hat er durchgetragen und sie haben sich keine Sorgen müssen machen. Und das finde ich einfach ein cooler Vers, oder? Das gefällt mir überhaupt. Oder? Und das ist legitim. Gott ist nämlich unermesslich reich und er kann uns versorgen und uns den Weg geben. Genau. Jetzt schreiben wir noch den letzten Weg an. Gott versorgt. Und wenn Gott versorgt, dann gehen wir in ein Land. Und da würde ich euch gerne mitnehmen. Und die ganze Predigt sollte eigentlich ein Werbeblock sein für das Land, dort hingehen. Und zwar ist das von Gott Versorgtistan. Das ist ein langes Wort. Von Gott Versorgtistan, oder? Dort will ich euch hinwerben, dort hinzugehen. Es gibt auch ein schönes Dorf, wirklich, auch in diese Richtung. Und das heisst selber Krampfistan, oder? So, jetzt haben wir die Wegweiser ausgeführt. Das ist ein schönes Dorf, ich sage es euch. Aber da kommst du nur das über, was du verdient hast. Und ja, nicht mehr. Und du musst da alles verdienen und es ist alles gereglementiert. Schön, alle haben sein Gärtchen, niemand teilt etwas. Nein, gut, lassen wir das. Ich will es ja nicht zu fest überspitzen. Aber das sind jetzt die Argumentationen, Gott versorgt. Wir haben ganz viele Menschen in der Bibel gefunden, die versorgen. Und wir haben 2 Versen angeschaut, die das ein Stück weit verheißen. Und haben das auch ein bisschen ausbeindelt. Aber wisst ihr was, es ist immer noch so ein bisschen, oder? Ich will gerne ein Beispiel aus heute, wie Gott versorgt. Aus der heutigen Zeit, sagen wir mal, den letzten 10 Jahren oder so. Und das will ich euch auch präsentieren, weil ich will wirklich, dass ihr auf diesen Weg kommt. Auf diesen Weg da. Und ich will euch das präsentieren. Und zwar gehen wir miteinander an einen Punkt an. 2002 war das, wo ein Lebenstraum von einer Person geplatzt ist. Und zwar mit dem Grounding von der Swiss Air. Das kennt ihr noch, Swiss Air, nicht nur Swiss, sondern dann hat es noch Air geheißen. Das war so ein richtig guter Arbeitgeber gewesen. Wenn man dort gearbeitet hat, ihr müsst euch vorstellen, alle, die im Telefonbuch bei der Swiss Air gearbeitet haben, egal wo, die haben nicht geschrieben Stapelfahrer, sondern sie haben geschrieben Swiss Air Angestellter. Weil das nicht ein Wert war. Man war nur dort. Für die Schweiz war das ein Aushängeschild. Und 2002 sind alle Flüger, vielleicht mögt ihr euch an das Bild noch erinnern, sind alle Flüger gestanden. Und seitdem keiner mehr mit dem Swiss Air Logo geflogen, habe ich Vermutung. Und dort hat es jemanden, der in seinen Lebenstraum geplatzt ist. Und der Simeon Roth, bitte ich jetzt, ich weiss gar nicht, wo bist du? Da darf ich dich interviewen, wie das gegangen ist. Herzlich willkommen, ich habe es da. Okay. Genau. Also wir haben schon gesehen, gell? Swiss Air am Ende. Das war 2001. 2001. Das Grounding, aber der Konkurs war 2002. Siehst du? Das ist gut, danke. Jetzt erzähl doch kurz, wie du dort involviert bist und was das für dein Leben bedeutet hat, sodass wir da ein Stück weit deine Geschichte oder deine Not können mithören. Ja, also du hast schon ein bisschen angetönt. Swissair war damals wirklich eine Firma, die man extrem gerne dafür geschafft hat, und so auch ich. Ich habe mich im 99 dort beworben, dass ich dort Pilotenausbildung machen kann, habe dann die Selektion können machen und jede Stufe bestanden, dass ich nachher die Ausbildung machen konnte. Und meine letzte Woche von dieser Ausbildung war im Oktober 2001. Und in dieser Woche war eben das Bild, wo für uns völlig unverständlich war, eben, dass die Swissair kein Geld mehr hat und dass eben alle Flüger gegroundet werden. Und damals konnte ich noch nicht recht abschätzen, was es bedeutet. Wir haben schon vermutet, dass es nicht so viel Gutes heisst. Und ich hätte dann im Januar anfangen zu arbeiten auf der Linie. Und ist dann einmal ein Brief gekommen, dass es verzögert sei. Und dann im April hat man über die Medien vernommen, dass eigentlich alle Swissair-Mitarbeiter entlassen sind, beziehungsweise eben, dass die Firma am Boden ist. Also
deine ganze Ausrichtung, Ausbildung hast du in einen Punkt gesetzt und quasi, also als Pilot, und eine Woche bevor es fertig ist das Konkurs gegangen und dein Lebenstraum, zu fliegen, platzt. Ja, also es ist ein bisschen, ja, eigentlich schon, aber es ist natürlich in dem Zeitpunkt, hat man es nicht so genau abschätzen, was es jetzt bedeutet. Man hatte dann eine neue Airline gegeben, die Swiss, wo man dann gehofft hat, dass man dann vielleicht irgendwann dass es weitergehen kann. Aber ich war dort einer der Jüngsten gewesen. Also man hat die Ältesten und die Jüngsten haben dort wenig Chancen gehabt, dass es weitergeht. Zusätzlich ist dort noch in dieser Zeit SARS in Asien sehr aktiv gewesen. Also ganz viele Airlines sind bankrott gegangen. Und durch das hat es auch ganz viele Piloten auf dem Markt gehabt. Und es ist eigentlich sehr aussichtslos gewesen, als junger Pilot, dass man dort irgendwo eine Stelle findet. Und in dieser Situation, mit diesen Gefühlen, dort hat dich Gott versorgt. Oder wie ist das dort genau gegangen? Ja, also eigentlich Stück für Stück. Also eindrücklich war dort am Tag vom Grounding, oder ich weiss nicht, am Tag selber oder einen später, bin ich heimgefahren von Kloten, von der Schule. Und dann nachher auf dem Heimweg treffe ich die Assistentin von meinem Ex-Chef im Zug. Und nachher hat sie gesagt, ja, wir haben heute natürlich über dich geredet, gell? Also wie geht es dir jetzt und so, wie geht es weiter? Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, wie es weitergeht. Und dann nachher am nächsten Tag hat mir der Chef angerufen, der Ex-Chef, und hat gesagt, du, wenn die Schule fertig ist, kannst du am Montag wieder bei uns anfangen, wenn du willst. Also das war mal der erste Schritt. Also einfach, dass kurzfristig mal ich schon wieder einen Job hatte. Ich habe mich noch nicht mal gedanklich so weit auseinandergesetzt und Gott hat eigentlich da schon die Tür aufgetan. Und so ist es dann eigentlich weitergegangen. Also ich habe dann irgendwann nach irgendwie x Bewerbungen und umeinander schauen, wo ich fliegen könnte, habe ich mir gesagt, ja, vielleicht muss ich mich gedanklich öffnen für andere Wege. Und war dort noch jung und habe dann gefunden, komm, machst du noch ein Studium. Und dort drin, in dieser Zeit habe ich auch Gott x-mal erlebt. Also für mich war es finanziell natürlich eine grosse Herausforderung. Ich bin nicht mehr daheim gewohnt, in einer WG und musste ein 100% Studium machen und mich finanzieren. Ich hatte x Situationen gehabt, wo ich Rechnungen auf dem Tisch hatte, wo ich wirklich nicht gewusst habe, wie die zahlen. Und es war wirklich extrem eindrücklich, wie Gott jedes Mal eine Tür aufgemacht hat im richtigen Moment. Dass irgendwie ich hatte ein Stipendium, dass die früher gekommen sind oder dass irgendwie die Firma, die ich geschafft habe, gesagt hat, komm, jetzt machen wir noch Jahresgewinnbeteiligung oder ein Kuvert im Briefkasten. Ja, aber nicht nur finanziell, sondern ganz generell habe ich Gott extrem als Versorger erlebt. Also ob es in Prüfungen ist, Stellen nachher. Und es hat mir mein Vertrauen extrem gestärkt. Also dass ich wirklich Gott als der Versorger einfach erlebt habe, es stimmt. Also es stimmt wirklich, wenn Gott sagt, er versorgt uns, wir können uns darauf verlassen. Aber ich habe gemerkt, sehr lange probiert man da zu sein, oder? Im selber Krampf ist dann, dass man versucht, Lösungen selber zu lösen. Und irgendwann realisiert man, ist vielleicht auch der Heilige Geist, der dann sagt, du, eigentlich dort, ich würde gerne für dich sorgen. Und ich habe oft erlebt, dass Gott erst dann eingreift, wo ich loslasse. Und ihm sage, hey Gott, ich habe ein Problem, hilf mir. Und dass er dann gekommen ist. Und solange ich selber gewurschtelt habe, und dann, Rebi und ich haben auch x Beispiele, wo wir irgendwie ums Verborgene Lösungen suchen und es hat keine Lösung gegeben, bis wir es Gott angelegt haben und er hat die Türen aufgetan. Und ich will noch ein bisschen an den Punkt, die Swiss Air ist grounded und es gibt ja heute noch Leute, die verbittert sind oder, auf das, was dort gelaufen ist. Also hat Gott dann auch in deinem Herz etwas verändert in diesem Bereich? Ja, das war sicher ein Prozess, aber ich kann wirklich sagen, ich bin nie verbittert gewesen. Und das ist ein Geschenk. Oder? Es war sicher auch noch, weil ich noch jung war und noch nicht lange in dieser Firma. Ich glaube, jetzt Leute, die 20 Jahre dabei waren und in diesem Status jahrelang gelebt haben und von dem auch gelebt haben, Identität von dem, für die war es sicher schwieriger gewesen. Aber auch da, muss ich sagen, ist Gott gnädig gewesen, dass er mir einfach irgendwie gerade den Blick geöffnet hat für Neues und für andere Wege. Gut. Und wenn du jetzt im Rückblick zurückschaust auf die Zeit oder was du dort erlebt hast, was hat das mit dir gemacht? Ist das, also eben, gell, Gott hat ja jetzt nicht Millionen geschenkt, um die Swiss Air zu retten, damit du Flieger werden, Pilot werden, sondern hat einen anderen Weg mit dir gemacht. Aber wenn du jetzt im Rückblick schaust, wie ist das denn für dich gewesen? Also meinst du, was ich daraus gelernt habe, ja, oder genau. was? Ja, also was ich gelernt habe, ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Gott ist echt ein treuer Versorger. Also es gibt das Lied, das wir singen, treuer Versorger.
Ja, das ist ja so. Es stimmt wirklich. Und in den Situationen sieht man das oft nicht. Oder eben auch, wenn es Änderungen gibt. Dann nachher, ja, ich glaube, der Mensch ist einfach, wie du vorher gesagt hast, du hast eine Vorstellung, wie es muss sein, und an dem halten wir lang fest. Und erst, wenn wir es loslassen können, gehen oft neue Lösungen auf, wenn wir offen werden für neue Lösungen. Und Gott lässt uns oft aber auch die Zeit. Aber was ich mitnehme, ist, Gott ist ein treuer Versorger. Ganz einfach. Im Grossen wie im Kleinen. Also auch heute im Alltag, ich erlebe das ständig. Also wenn ich Berge vor mir sehe und ich gebe die Gott an, tut er sehr oft über meine Erwartungen aus, tut er mir Lösungen geben, die ich nicht erwartet hätte. Okay. Ja, und er hat mir auch noch erzählt, gell? In dem Studium, das er ja dann gemacht hat, hast du dann deine Frau kennengelernt. Oder genau. In dieser Zeit, oder? Also das war ein grosser Punkt. Ein guter Gewinn dort auch, oder? Genau. Also Gott hat dich auf alle Arten versorgt. Absolut. Jetzt bist du ja versorgt, also mit Familie, mit Job und Finanzen und so. Wie erlebst du es jetzt genau heute im Alltag? Gerade zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ist deine Firma betroffen mit so Aufträgen, die nicht kommen wegen der Coronavirus und so? Bis jetzt zum Glück noch nicht. Ja, aber ich erlebe ihn täglich. Also sagt das in schwierigen Kundensituationen, wo niemand so recht durchweiss, wo ich ihn um Weisheit bitte. Sagt das um irgendwelche Ziele, die uns vorgegeben werden, finanzielle Ziele, die wir erreichen müssen, die für mich am Anfang unerreichbar sind. Und Gott irgendwo Türen auftut. Ja, sehr praktisch. Sehr praktisch. Super. Ja. Gibt es einen Schlusssatz? Sie hängen dir alle an den Lippen. Gibt es einen Schlusssatz, den du weitergeben für uns? Jetzt gerade so aus dem Erlebten raus, aus dem, was du mit Gott als Versorger erlebt hast. Ja, eben Gott versorgt und er liebt es, wenn wir kommen und ihn darum bittet, dass er für uns sorgt. Er liebt es, das zu machen. Aber eben, es bedeutet loslassen, es bedeutet auch irgendwo eingestehen, ich kann es nicht, ich habe Grenzen. Und da hängt er sehr gerne ein. Okay, danke vielmals. Großen Applaus für ihn. Mein drittes Argument, der Simeon, dass Gott heute noch versorgt. Obwohl es schlimm aussieht, obwohl das nicht so geworden ist, wie er wollte. Gott hat ihn durchgetragen, versorgt, und im Rückblick hast du gesehen, hey, Gott hat Grosses aus dem heraus gemacht. Und das finde ich etwas vom Schönsten. Und so möchte ich dich ein Stück weit auch einladen, Gott zu vertrauen. Weil das ist eigentlich der Weg vom Gottvertrauen, wo wir möchten Werbung machen dafür, oder? Das ist da, wo wir hingehen wollen. Und das ist der Weg, wo man am Geld vertraut. Wo man sagt, dort drauf setzt sich alles, und da ist das, wo da ist alles, was ich will, oder? Dass ich finanziell abgesichert bin, mir alles leisten kann. Und da ist der Punkt, wo man einfach auch mit Gott rechnen kann. Wo man zu ihm gehen kann und sagen, hey, da bin ich. Da laufe ich auf dich zu. Da bist du der Faktor, der entscheidende Faktor in meinem Leben hinein. Und ich meine, wir sitzen da und zum Teil ein Stück weit kann man sagen, ja gut, ich habe mich ja schon mal für Jesus entschieden. Ich habe schon mal einen Schritt in die Richtung gemacht. Aber es ist vielleicht ein neuer Schritt oder nochmal einer, wo man sagt, hey, genau, ich gehe diesen Weg, führst du da in diese Richtung. Und der Punkt ist, es gibt nicht so den Kompromiss. Wir Schweizer haben doch gern so das 50-50, einen guten Kompromiss zu finden, aber der lässt uns Jesus wie nicht. Er sagt, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird den einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, für den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und da geht es darum, eben die Macht, wo Geld über uns hat. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen und trinken zum Leben und an Kleidung für eure Körper braucht. Also das ist so eine Einladung, wo Jesus sagt, das ist eigentlich das Gleiche, wenn er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt auch, hey, folgt mir noch oder folgt Gott noch, weil er ist der, der euch viel mehr gibt,
als das, was ihr könnt anlegen könnt oder was ja auf eurem Konto drin ist. Und das ist unsere Entscheidung, die wir durchlaufen wollen. Ich kann es ja hier noch ein bisschen näher zusammennehmen. Dass ihr das so könnt sehen könnt. Und es ist halt nicht verheißen, dass wenn man diesen Weg geht, ist es nicht Ponyhof. Auch dieser Weg birgt Risiken. Auch in diesem Weg wird nicht alles einfach gut laufen. Wir haben es ja gerade gehört. Aber wir haben das Vertrauen darauf, dass Gott uns in diesem Weg versorgt. Dass er zu uns steht, dass er interessiert ist an unserer Not, an dem, was wir haben. Und auch da werden wir nicht alles verstehen, was im Leben passiert. Auch da werden wir mit Leid konfrontiert werden. Es geht nicht darum zu sagen, hey, vertraue auf Gott und du wirst ein Ponyhofleben haben, wo alles schlaraffenlandmässig läuft. Es ist ein Weg, wo wir gehen mit Gott, wo wir unser Herz ihm herlegen und eben nicht nur unser Herz, sondern auch unser Bankkonto. Und sagen, hey, du kannst machen. Ich will mich als Verwalter sehen. Ich will grosszügig sein. Und ich will mich als von dir versorgt sehen. Und so durchs Leben durchgehen. Und das hat Vorteil. Das hat wirklich Vorteil für dein innere Leben. Weil man hat das Gott auf seiner Seite. Gott auf seiner Seite und eben nicht nur mit der Erlösung und mit der Schuld und all diesen Fragen und Moral und so weiter, sondern man hat Gott ganz bewusst auch auf seiner Seite jeden Tag und man geht 8 Stunden arbeiten oder 10 Stunden arbeiten für etwas. Er ist dabei und er ist der Lohn austeilt. Und in dieser Sicht können wir unterwegs sein. Ich will Werbung machen für den Weg vom Gottvertrauen, wo uns in die Freiheit führt, in die Unabhängigkeit vom Geld, wo Geld keine Macht mehr hat über unser Leben hinein. Und wir können grosszügig sein und mit Gott den Weg von der Freiheit gehen. Er hat uns nicht nur Freiheit geschenkt, nur in Anführungszeichen, es ist eine neue Kreatur. Wir haben alles Alte ist vergangen, all die Gewohnheiten können wir ablegen und in die Freiheit kommen. Es ist auch eine Freiheit vom Finanziellen, von dem Mammon. Und ich will wirklich Werbung machen, hey, come on, gehen wir heute den Weg, machen wir einen Schritt in diese Richtung drin. Dass wir Gott sagen, du darfst von jetzt an mein Versorger sein. Und ich will mich als Verwalter sehen und diesen Weg zu gehen. Und wenn du da drin ein Stück weit sagst, hey, ich brauche Hilfe, ich will das Gebet haben, ich will können, das mit jemandem erzählen und sagen, hey, komm du zu mir, oder das geht jetzt heute eben nicht so, komm zu mir, sondern lass für dich beten. Und dann ist es so, dass wir Zettel haben, und dann kannst du dein Anliegen draufschreiben. Wir haben immer noch ein Gebetsteam, die sind einfach ein bisschen weiter weg von dir und du kannst es auf dem Zettel aufschreiben während der Worship-Zeit und kannst ihnen das geben und sie beten dann für dich, was du auf dem Zettel aufgeschrieben hast. Weil halt gerade wegen aktuellem Anlass, das mit dem Nähe und mit ins Ohr schwätzen und so nicht gerade ideal ist. Aber der Punkt ist der, dass wir loslösen. Der Joni hat so gut gesagt, oder? Eine zuene Hand, die da am Heben ist, die wird nicht gefühlt. Aber eine offene Hand, die weitergibt, die kann wieder gefühlt werden. Und das ist das Prinzip von diesem Weg hier. Ich will euch einladen, diesen Weg für euch im Herzen jetzt oder auch nachher im Worship für euch beten zu lassen. Und dort, wo es ein Kampf ist, für mich ist es immer wieder ein Kampf. Geld ist etwas Schönes, das glänzt und verführerisch ist. Für mich ist es immer wieder ein Kampf. Und können sagen, ja, ich brauche da Hilfe und ich will für mich beten lassen. So gehen wir zusammen in Worship und ich bete und bitte euch zum Aufstehen. Jesus, danke, bist du da und bist du unser Versorger. Und danke können wir dir vertrauen. Und ob wir viel oder wenig haben, wir können es dir geben und dir vertrauen, dass du auf dem Weg mit uns mitkommst, dass du Interessen und Freude an uns hast. Und ich danke dir, dass du uns versorgst und gerade jetzt im aktuellen Anlass versorgst du uns auch mit Gesundheit. Bitte dich, auch dort drin. Von A bis Z bist du unser Versorger.